Teil 2 zur Lake Como Hochzeit. Ein Reel vorher kannst du den Anfang hören. Also, es geht mir nicht irgendwie darum, Styled-Shootings oder Styled-Weddings. Das sind, wenn sich Dienstleister treffen mit einem Brautpaar, das sich als Modell herstellen. Manchmal Amateur, manchmal auch professionelle Modelle, die vom Brautkleidladen ausgestattet werden mit Anzug. Jeder tut eigentlich seine Dienstleistung gratis, kostenlos zur Verfügung stellen, dass man zusammen eigentlich irgendwie einen Teil oder der wichtige Teil von einer Hochzeit zeigen. Trauredner, Traurednerin, Ringe, Schmuck, Blumen. Also grundsätzlich eine gute Sache. Ich habe selber mal einmal gesagt, ich mache das mal, ich fotle das eigentlich kostenlos für natürlich, dass du dann einander teilen und du hast natürlich eine Reichweite, weil alle Dienstleister mitmachen. Das ist mega mühsam, weil du musst alles mit allen markieren. Die einen haben Vorbereitungszeit, Blumen und so weiter, Kleider zur Verfügung stellen, natürlich selber Kleider einkaufen, was man zur Verfügung stellt. Also jeder hat einen riesen Aufwand und am Schluss habe ich das Gefühl, ganz viel Brautpaare den Content und denken so, sehe ich mal, muss ich jetzt das auch machen? Muss ich auch so viel Geld ausgeben? Muss ich das auch so machen? Nein, musst nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht in den letzten paar Monaten, 1-2 Jahren, dass immer wie mehr Brautpaare, die heiraten wollen, sich von Social Media mega verleiten und in einen Erwartungsdruck, Erwartungshaltung und in einen Leistungsdruck hineinkommen, ihren Freunden gegenüber, was sie für eine Hochzeit machen müssen. Hört auf mit dem. Eine Hochzeit darf in einer Waldhütte stattfinden, wenn das euch entspricht. Wenn das für euch ein absolutes No-Go ist. Kein Problem. Musst nicht, kannst länger sparen. Hey, aber nehmt bitte keinen Kredit auf für eine Hochzeit. Das Schlimmste, was ihr machen könnt. Ich würde behaupten, das ist tendenziell etwas, was man bereut, wenn man jetzt sogar sich verschuldet für die Hochzeit. Ich und meine Frau waren hebklebt dran gewesen. Wir sind sehr ans Limit gegangen mit dem, was wir ausgegeben haben. Wir haben wahnsinnig gut gegessen, super coole Location gehabt, 70 Gäste around dort rum, super Fotograf, noch Musiker und alles. Und haben eigentlich gesagt, hey, wir bleiben irgendwo unter 30'000 Franken und gleich haben wir es, glaube ich, nicht ganz geschafft. Also das, was wir gemacht haben, ist echt ein schlechtes Beispiel, weil wir uns so verleiten und sind am Schluss drüber gesehen, aber macht das nicht. Bleibt basic, bleibt euch treu mit dem, wo ihr Lust drauf habt. Wenn es etwas Opulentes ist, lieber ein bisschen länger sparen und sonst, hey, es kommt auf eure Gesellschaft an, es kommt auf eure Freunde, Kollegen, Familie an, wie die können festen. Es kommt überhaupt nicht darauf an, ob ihr jetzt die teuren Blumen oder die günstigen Blumen habt genommen, sondern das Wichtigste an dem Ganzen, und das muss ich als Fotograf sagen, ist das, was ihr als Erinnerung mitnehmt und vielleicht auch ein bisschen, was ihr für Bilder und Content von dem ganzen Fest mitnehmt, aber auch dort. Also Hochzeitsfotografen gibt es in allen Preiskategorien.